Servus beieinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendereihe von Deutscher Kultur. Mein Name ist Florian Stollmeier und heute möchte ich gern über die bayerische Fahne sprechen. Also packen wir es an, die weiß-blauen Rauten. Die weiß-blauen Rauten stammen ursprünglich aus dem Wappen der Grafen von Bogen bei Straubing in Niederbayern. Dieses Rautenwappen wurde von den bayerischen Wittelsbachern im Jahre 1242 übernommen. Der goldene Löwe im schwarzen Feld. Der goldene Löwe im schwarzen Feld war ursprünglich das Wappen der Pfalzgrafen bei Rhein. Nach der Belehnung der Wittelsbacher im Jahre 1214 war der goldene Löwe im schwarzen Feld jahrhundertelang das Wappen der bayerischen und pfälzischen Wittelsbacher. Seit 1923 ist der goldene Löwe im schwarzen Feld das offizielle Wappen des altbayerischen Regierungsbezirks Oberpfalz. Der dreispitzige fränkische Rechen. Der dreispitzige fränkische Rechen war seit dem 14. Jahrhundert das offizielle Wappen der Fürstbischöfe von Würzburg in Unterfranken. Heute steht der dreispitzige fränkische Rechen für die drei Regierungsbezirke Mittel-, Ober- und Unterfranken. Der blaue Panther. Der blaue Panther war ursprünglich das Wappen der Pfalzgrafen von Ortenburg bei Passau in Niederbayern. Heute steht der blaue Panther für die beiden altbayerischen Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern. Die drei schwarzen Leoparden. Die drei schwarzen Leoparden waren ursprünglich das Wappen der schwäbischen Staufer. Die schwäbischen Hochstaufer brachten deutsch-römische Kaiser wie Friedrich Barbarossa oder Friedrich II. Hervor. Er wurde auch als Staunen der Welt bezeichnet. Heute stehen die schwarzen Leoparden für den Regierungsbezirk Schwaben. Das weiß-blaue Herzschild. Das weiß-blaue Herzschild steht, wie bereits erwähnt, für das Wappen der Grafen von Bogen. Die Volkskrone. Die Volkskrone ist seit dem Jahre 1923 auf dem bayerischen Staatswappen zu sehen und widerspiegelt die Volkssouveränität nach dem Wegfall der bayerischen Monarchie. Außerdem ist die Volkskrone ein Symbol dafür, dass Bayern Königreich bis 1918 gewesen ist. Merci fürs Vorbeischauen. Wenn euch mein Vortrag gefallen hat, da ich mir auf einen Kommentar oder Abo von euch freuen. Für Sponsoren da ich auf den Link unten verweisen. Also Servus und bis später.